Wenn sie so lacht, dann erinnert's mich, wie es Leben damals war als ganz kleines Kind, wo alles so neu und so hell war wie der Mond und Stern. Und wenn ich sie anschau ab und zu, dann nimmt's mich mit auf eine besondere Tour. Und wenn ich genau hinschau, könnt ich fast drehen. Oh, 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 kleines Kindl mein. Oh, 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 kleines Kindl mein. Sie hat Augen wie der Himmel so blau, als dingerten Sand in Regen. Ich pack das nicht, wenn ich da reinschau und mir schaut der Schmerz entgegen. Ihre Haare erinnern mich an den Platz, als Bub ich mich da versteckt. Hab etwas die dunkle Gewitterwolken schnell wieder weitergeht. Oh, 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 kleines Kindl mein. Oh, 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 kleines Kindl mein. Oh, 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 kleines Kindl mein. Oh, 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 kleines Kindl mein. Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin jetzt? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin jetzt? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin jetzt? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Kleines Kindl mein. Sweet Child of Mine, Guns N' Roses. Vielleicht ist es Zeit für ein Outing. Vielleicht ist es Zeit für ein Outing. Ich war nie ein großer Guns N' Roses Fan. Ich bin schon sehr früh in Kontakt damit gekommen. Es war Mitte der 90er, als ich angefangen habe, wirklich bewusst Musik zum Hören, bewusster Musik zum Hören, Sachen entdeckt habe und so weiter. Alle um mich herum und ihre Brüder und Schwestern haben Guns N' Roses T-Shirts so gehabt und Guns N' Roses gehört und Guns N' Roses gefeiert und Welcome to the Jungle, und ich bin nie wirklich klar gekommen mit der Stimme vom Axl Rose. Ist einfach so. Ich kann auf einer wie soll ich sagen, auf einer objektiven Ebene kann ich sagen, ja, ich verstehe, das ist diese Band hat einen Look gehabt, diese Band hat einen Sound gehabt, diese Band hat eine Ausstrahlung gehabt, die waren zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, alles vollkommen klar für mich. Auch die Songs, wenn man sie jetzt nicht nur Sweet Child of Mine, sondern wenn man sich so ein Opus wie November Rain anhört, ja, also das geht nicht spurlos an mir vorbei. Aber für mich war das allebei so, und ich habe das manchmal mit Stimmen. Einfach, ich habe das mit so gewissen Stimmen, gewisse Sänger, die sehr viele Leute sehr gut finden und sowas, wo ich nie, das sind, ich weiß nicht, das sind irgendwelche Frequenzen oder sowas, wo ich so, der boxt nicht. Und der Axl Rose ist definitiv so einer gewesen.
Allerweil schon. Und das hat es mir so ein bisschen vergällt, einfach diese Band. Weil es natürlich ein sehr prominenter Teil von dieser Band, der Gesang und der Sänger. Und es ist super, es ist eine super schade Sache irgendwie für mich, weil wie gesagt, also ich finde November Rain ist zum Beispiel so ein Wahnsinnssong oder Don't Cry, da gibt es einige. Also es ist nicht so, als hätte man das Zeichen nicht auch angehört und durchgehört und so weiter. Ich wollte es auch gut finden. Ja. Für mich gibt es so in dieser Classic, was heißt Classic Rock, also damals halt einfach so Rock, Hard, wie nennt man das? Was war das damals? Hard Rock, Rock'n'Roll, Rockbands. Glam Rock, was weiß ich. Aus dieser Zeit gibt es einfach nicht viel, aber gibt es ein, zwei Bands, die mir besser gefallen. Skid Row hat mir immer besser gefallen irgendwie, keine Ahnung. Motley Crue habe ich auch nie mehr. Einfach nicht mehr wieder. I don't know. Und nichtsdestotrotz ist es dann natürlich einmal schön, wenn man sich so einen Song vornimmt, ich meine, das ist natürlich eher der größte Mainstream, würde ich es mal nennen, Hit, oder einer der größten Mainstream-Hits. Und ist auch viel covered worden und so weiter. Wenn man sich den dann mal vornimmt und zum Beispiel sich den, ich weiß jetzt nicht, ob der Axl Rose diesen Text allein geschrieben hat oder so, das habe ich jetzt nicht recherchiert. Oder ob das ein Gemeinschaftsdingens war oder ob es irgendwo ein anderer in der Band war oder überhaupt irgendein anderer, keine Ahnung. Aber dann schaut man sich den Text einmal genauer an und übersetzt ihn einmal und merkt, kein schlechter Text. Überhaupt nicht. So ein guter Text. Macht ein paar Beutel auf und sowas, trotzdem aber sehr stückweise vage auch. Ist jetzt nicht super tiefgreifend oder irgend sowas, aber ja, doch, er weckt was. Und ich finde ihn schön. Und ich finde auch den Song an sich schön. Ja. Und jetzt seid ihr dran. Wenn ihr sowas auch habt, dass ihr sagt, es gibt so gewisse Bands oder gewisse Künstler, die kann man nicht anhören, weil ich diese Stimmen einfach nicht schön finde. Oder weil es nicht der Bock, weil da irgendwas ist, wo ich so, jetzt mal, wenn ich es her, wo man denkt, uiuiui. Wenn es sowas gibt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da würde mich nämlich echt interessieren, ob es da andere Leute da draußen gibt. Die meisten habe ich schon verloren in meinem langen Gelaber, aber es gibt immer einen prozentual nicht unsignifikanten, unfisniki. Jetzt wollte ich ein großes Wort hernehmen und das funktioniert nie. Außerdem glaube ich, heißt es insignifikant. Insignificanti. Ist ja wurscht. Es gibt auf jeden Fall. Scheiße, Alter. Es gibt einen Teil von Leuten, die sich das immer bis zum Schluss anschauen. Und das ist unser geheimer Club hier, ganz am Schluss vom Video. Wir sind die richtig coolen. Ihr seid die richtig coolen. Danke für die Aufmerksamkeit. Kellner labert aus. Signifikant.